So, muss mich da noch einrichten. Heute habe ich viele Sachen dabei, weil ich will auch gut lesen. Ich bin jetzt gerade in dieser Phase, weißt du, so Lesebrille oder nicht und so. Und wenn du halt vor Leuten dann liest, dann ist es besser, man hat sie an. Und wir fangen heute miteinander eine neue Predigtserie an. Wenn wir das Bild da haben, das sind die kleinen Propheten. Und es gibt ja manchmal, kann es ja sein, dass du vergisst, oder so ein bisschen, was für eine Serie haben wir jetzt in den Kirchen und so. Und ich habe gedacht, ich mache euch eine Eselsbrücke. Und zwar mit dem Löffel da. Wir sind sicher alle schon essen, mit ganz viel Besteck und so, oder? Und dann isst du dich ja von außen nach innen, für die es nicht wissen, oder? Der erste Gang, zwei. Und dann gibt es immer so das kleine Löffeli, oder? Das ist da oben. Und von jetzt an, wenn ihr das kleine Löffeli seht, dann denkt ihr, das ist der kleine Prophet. Der sagt das nächste Gericht voraus. Merkt ihr, Gericht, Gericht, Essen. Aber es ist eben auch etwas anderes. Und das sind die kleinen Propheten, die sagen wirklich ganz ziemlich oft das kleine Gericht oder das nächste Gericht voraus. Es sind ernste Propheten und ich bin sehr froh, dass sie so kurz sind. Sie heißen nämlich nicht kleine Propheten, weil die alle klein gewachsen sind oder so, die Appenzeller oder so. Nein, es ist nicht so etwas. Es ist auch nicht, weil sie unbedeutend wären in der Bibel oder so. Nein, es sind 12 Bücher, die einfach wenig Kapitel haben. Aber echt jetzt, es langt dann auch, wenn du dann 7 so Kapitel gelesen hast, wo Gericht vorhergesagt wird. Und darum, das nächste Mal, wenn ihr etwas esst und da vorne dran der Löffel liegt, denkt ihr an die Predigtserie. Sehr gut. Jetzt ist es so, das sind messerscharfe Predigten gewesen, oder messerscharfe Botschaften, wo die kleinen Propheten gesagt haben, sehr bildreich. Und ihr werdet es noch sehen, wirklich bildreich. Und es ist manchmal auch nicht ganz einfach, können denn das einzuordnen. Was bedeutet das genau? Da musst du auch ein bisschen heranschauen, da musst du Kontext lesen, da musst du an anderen Stellen nachschauen, damit wir da auch ein Verständnis ein Stück weit haben. Weil es einfach eine sehr bildhafte Sprache ist. Und jetzt die meisten, die haben eigentlich an die Oberschicht geschrieben. Von diesen kleinen Propheten, die haben immer an die Könige oder an die Fürsten, Regenten und so weiter geschrieben. Und sie haben immer auch das unrechte Tun von diesen Königen, von diesen Landvögten vielleicht angeprangert. Und sie haben messerscharf auf das geschrieben. Sie haben das Unrecht gross gemacht. Und sie haben eine Stimme gehabt, vielleicht für die Armen, für die Unterdrückten. Und wenn man es so durchliest, ist immer auch, Gott redet ja durch die Propheten. Und man merkt dann immer auch die Liebe, die Gott hat für das unterdrückte Volk. Das ist es leuchtet so auf. Und es ist der Zorn, den er hat, dass Menschen vom Weg abkommen und sein Volk unterdrücken. Und es sind die Obrigkeit, die vom Weg abkommt, von seinen Geboten abkommt und die kleinen Bauern einfach verdrücken. Und gerade bei Micha, das ist der kleine Prophet, den wir heute miteinander durchgehen, das sind 7 Kapitel, da geht es genau um solche Sachen. Wo der Micha das anprangert, oder hey, das kann doch nicht sein, das, und dann kommt das ganz fest. Und dann immer auch eine Androhung, hey, Gott wird für Recht sorgen, Gott wird richten. Und so, wenn wir uns mit diesen 12 Büchern in den nächsten 5 Sündigen beschäftigen, heute mit dem Buch Micha. Und er hat im westlichen Juda gelebt. Also wir haben ja das Nordreich und das Südreich und er hat im unteren Teil, im Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, dort hat er gelebt und er hat auf dem Land gelebt. Und er hat natürlich dort das Unrecht, das diesen Bauern auf dem Land passiert ist, angetan worden ist, das hat er gesehen und genau das hat er auch hervorgehoben. Er hat ca. 720 vor Christus gelebt und er war ein Zeitgenosse mit dem Hosea. Der Hosea war eher vielleicht der, der beim König war. Bei Micha sehen wir gar nie einen Bezug, dass er einmal am Königshof gewesen wäre oder mit dem König direkt geredet hat. Er war nicht so bei den Adlern oder bei denen. Und er hat natürlich eben die Ungerechtigkeit, die auf dem Land geherrscht hat, hat er angeprangert. Leidenschaftlich gegen die Oberschicht und die Führenden. Aus Jerusalem und ein Stück weit auch aus Samarien. Und jetzt kommt so ein Punkt, wenn wir die kleinen Propheten durchlesen, dann sind das die Sachen, die Gott richtet.
Das sind die Sachen, die Bücher, wo du merkst, Gott ist zornig über das, was nicht in seinem Willen läuft. Von diesen Menschen, von seinem Volk, wo da drin ist, das regt ihn auf, das wickelt ihn zum Zorn auf und er wird Gericht halten und man liest das dann auch. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, ein gerechter Gott auf der einen Seite und ein liebender Gott auf der anderen Seite. Wie geht denn das irgendwie zusammen? Kann man das irgendwie verbinden? Und ich habe dann darüber nachstudiert und in den letzten Wochen auch ein Doku geschaut, also nicht einfach so, zur Unterhaltung, hat es nichts mit dem Micha zu tun, sondern es hat viel mehr mit dieser Zugetti da zu tun. Die Doku heisst «Die schmutzige Ernte», «Europas dreckige Ernte» heisst es. Oder die kommt aus Spanien. Und wahrscheinlich ist der da Pestizid drüber tut und die düngt und so, ist wahrscheinlich ein Lohnarbeiter, der eigentlich gar keinen Lohn hat. Es ist vielleicht sogar ein Flüchtling, der ohne Papier bis dorthin geschafft hat und völlig ausgebeutet wird. Absolut. Also der verdient nichts, also ein paar Franken, und er lebt in Hütten, die von diesen Treibhäusern, von dem Plastik, wo die haben dort, den Abfall, kann er sich dann mitnehmen und eine Hütte bauen. Und er schuftet natürlich ewig lang und die Pestizide, die sie dort verspritzen, die haben keine Schutzkleider, das sind ja nur Flüchtlinge oder nur also Tageslöhner und so weiter. Oder? Und darum die Doku, die wickelt auf, oder? Wenn die nächste Zugetti ist, wo dann so, ja, fragst du dich dann, ja, woher kommt sie? Oder wie viel Ungerechtigkeit steckt echt in dieser Zugetti drin da? Und dann haben sie ein Interview gemacht mit diesen Bauern, denen dann das Land gehört, denen, die den Lohn eben nicht zahlen oder und so weiter. Und die meisten haben dann gar kein Interview gegeben oder sind dann so mit ihrem grossen Mercedes hergefahren. Und dann, ich sage euch, jeder, der die Doku schaut, oder, der wünscht sich, da muss doch Gerechtigkeit hin. Da muss doch Gerechtigkeit hin. Da muss doch irgendjemand kommen und denen muss sagen, so kann man doch Leute nicht behandeln. Auf das raus geht auch die Doku, um das ein bisschen zu zeigen, um ein bisschen zu sagen, dass das nicht einfach unter den Teppich gewischt wird, sondern dass man das sieht und das hört. Oder? Und ich glaube, ein Stück weit, ganz im Entfernten geht es Gott auch so. Und er sagt, was? Wie bietet die das aus? Oder? Also Gott ist König über dem Volk Israel. Und dann hat er die Leute, die eingesetzt sind in seiner Autorität, die dürfen regieren, die beuten die anderen total aus. Und das Bauernvolk schreit um Hilfe und sagt, Herr, wo bist du denn? Wieso geht das so? Und dann kommt die Liebe, oder? Für dein Volk. Und sagt, nein, das kann nicht sein. Und dann kommt ein Zorn auf für das. Wieso haben die meine Gebote verlassen? Wieso machen das? Da muss Gerechtigkeit kommen. Und es wird Gerechtigkeit kommen. Und das ist so etwas, wo der Micha zeigt und wo ein Stück weit auch dann die Gefühle zeigt oder der Zorn von Gott über die Ungerechtigkeit, die in diesem Land herrscht. Und ein liebender Gott, ja weisst, das ist schon alle so lieb, ich lasse die einfach ein bisschen machen. Das ist doch nicht Liebe. Liebe ist doch genau das, wo zur Gerechtigkeit aufruft, wo sagt, hey, ich liebe die. Und darum muss es doch gerecht zu und her gehen. Und Gerechtigkeit steht da und sagt, weißt du was? Da muss ein Urteil her. Und dann kommt das Urteil. Und das lesen wir auch in Micha oder in den Büchern vorher und nachher. Aber es geht immer so lang. Meistens. Und die Liebe schreit, warum denn so lang? Warum denn so lang? Warum wartest du noch mal 100 Jahre? Und es ist gewaltig, wenn wir das im Römer nachlesen. Gott ist eben ein liebender Gott, der eigentlich gar nicht richten will. Er muss, weil er Gerechtigkeit will durchsetzen. Aber er will eigentlich gar nicht. Er hat doch die Menschen so lieb. Er hat eben auch die Könige lieb und er hat die Bauern lieb und die Obrigen. Und sagt, ich warte noch, vielleicht kehren sie ja noch um. Ich schicke ihnen einen Prophet. Micha, los. Haggai, los. Jona, los. Ja, der geht zu den anderen. Aber okay, nehmen wir auch. Oder? Aber das ist der Punkt, oder, wo er sagt, und ich will doch, dass sie umkehren. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Ich will, dass sie gerettet werden. Und das lesen wir im Römer so stark. Begreifst du denn nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit.
Wenn wir zuschauen in der Bibel über Jahre, wie Ungerechtigkeit, dann hat das mit dem ein Stück weit zu tun. Und das hat auch mit dem ein Stück weit zu tun, bis in die heutige Zeit hinein. Warum lässt denn Gott das zu? Warum hat er so viel Geduld? Er müsste doch jetzt eingreifen. Nein, er schickt wer? Seine Propheten, seine Jünger. Die Menschen, die ihm in der Nachfolge ist, schickt er als Propheten oder als Licht in die Welt hinein. Damit die Menschen vielleicht umkehren und er ihnen vergeben kann und nicht muss richten. Und jetzt wollen wir mal eintauchen in das Ungerecht, in das Unrecht, das damals geherrscht hat. Und da sind die Gurken, die Zugetti da, eigentlich nur ein kleiner Abklatsch. So. Wehe denen, die nachts wach liegen und finstere Pläne schmieden. Gleich am frühen Morgen setzen sie alles in die Tat um, weil sie die Macht dazu haben. Wenn ihnen ein Stück Land gefällt, dann reißen sie es an sich. Sehen sie ein schönes Haus, dann gehört es bald schon bald ihnen. Mit Gewalt rauben sie ganzen Familien Haus und Erbe. Ah, das ist noch ein König, hä? Das ist noch ein Vorsteher. Könnt ihr das vorstellen? Die Bauern unterdrückt und dann plötzlich nimmt er etwas mit Gewalt, nehmen sie das Haus weg. Mit Gewalt, Unterdrückung im vollsten Maß wird das Land weggenommen, weggeklaut und du darfst vielleicht noch bleiben, vielleicht und für einen Hungerlohn arbeiten, aber die Ernte geht dann in meine Schür. Und was ist das ungerecht? Wenn du gehst arbeiten, 8 Stunden am Tag und der Lohn geht dann auf mein Konto. Und ich sage nicht mal Danke. So etwas. Oder dann ein weiteres Ding, oder? Ich, Micha, sagte, hört her, ihr führenden Männer Israels, ihr Nachkommen von Jakob. Eigentlich solltet ihr doch das Recht kennen, aber ihr hasst das Gute und liebt das Böse. Ihr geht mit meinem Volk um wie mit Schlachtvieh. Denn dem man die Haut abzieht, das Fleisch herunterschneidet und die Knochen zerhackt, dann werft ihr alles zusammen in einen Topf und lasst es euch schmecken. Das ist eine blumige Sprache. He? Vielleicht bräuchte es das auch mal so in unserer Zeit, jemand, der so auftritt und mal so sagt, hey, ihr seid so. Und genau so hat das der Micha gemacht. Ich meine, sorry, die eigentlich das Recht kennen, die das Gebot kennen, die Obrigkeit, die Könige, all die, lieben das Böse. Ich meine, wer will von uns in so einer Regierung dabei sein? Und sie machen es auch und sie setzen es um und sie probieren sich zu bereichern. Aus Gier und Geldhunger. Aber was sind das für Zustände? Ist ja klar, dass Gottes Liebe da anspricht und dann sich ein bisschen etwas zeigt, oder? Die Richter sind bestechlich, die Priester lassen sich für jeden Rat gut bezahlen und auch die Propheten schlagen Geld aus ihrer Wahrsagerei. Doch alle berufen sich auf den Herrn und behaupten, der Herr ist mitten unter uns, es kann uns nichts passieren. Ich meine, jetzt ist es am Ende. Du hast geldgierige Leute, die allen Bauern das klauen und dann geht es tiefer und tiefer und tiefer. Und da ist die Regierung am Ende und da sind Propheten sogar, die sich einfach... Und die Richter, da ist niemand mehr, der Gutes tut. Und da bist du als armer, kleiner Bauer, sind da drin und Gott sagt, weisst du was? Und da muss doch etwas passieren, da ist doch die Liebe, die seinem Volk muss reagieren, Recht schaffen. Und dann nimmt das ein bisschen zu mit der Schärfe. Ich zerschmettere eure Götzenstatue und die den Göttern geweihten Steinsäulen. Dann könnt ihr nicht mehr Gegenstände anbeten, die ihr selbst gemacht habt. Die Pfähle zur Ehre der Göttin Aschera reiße ich heraus und eure Städte mache ich dem Erdboden gleich. Also auf eine Art ist das eine Gerichtsankündigung, aber auf die andere Art ist das ein Punkt, wo, wenn ihr so weitermacht, wird euch das passieren. Ich glaube, manchmal bei diesen Gerichtssachen muss Gott gar nicht viel machen, sondern er sagt einfach, schau, wenn ihr so weitermacht, dann wird das und das und das eintreten. Eure Städte werden kaputt gehen, so dekadent, wie ihr da lebt und wie ihr euch verhaltet. Aber auch da merkt man,
Es ist alles im Elend. Er sagt, soll ich noch länger zusehen, wie gewissenlose Menschen in ihren Häusern Schätze ansammeln, die sich nur durch Betrug bekommen haben? So tun, und sie tun, was ich verabscheue und verwenden gefälschte Maße. Wie kann ich sie freisprechen, wenn sie andere mit ihren falschen Wagen und Gewichtsteinen hinters Licht führen? Die Reichen in der Stadt bedeutet, was? Die Reichen in der Stadt beuten die Menschen aus und unterdrücken sie. Ja, alle Einwohner von Jerusalem lügen und betrügen. Puh. Jeder betrügt jeden, zu jeder Zeit, bei jeder Möglichkeit. Was sind das für Zustände? Und das ist da. Und das ist da. Und das passiert über Jahre, über Jahrzehnte. Und Gottes Langmut ist immer noch da und sagt, hey, und kehrt doch um, ich schicke euch Propheten, einen nach dem anderen. Aber das Gericht wird kommen. Das Gericht wird kommen. Es kommt der Tag. Passet auf. Und eben, es ist ja so ein Mix zwischen, sie sind ja selber die schuld, wenn sie so leben. Wenn dann ein Gegner kommt und dein Volk ist schon verhungert und deine Soldaten haben auch nichts und du bist böse, wer steht dann auf und verteidigt die Stadt? Niemand. Und so ist es passiert. Der Micha hat zu Jerusalem geredet, aber auch zu Samaria, zum Nordreich, und er hat miterlebt, wie Samaria ausradiert wird, wie das Nordreich ausradiert wird von den Assyrern. Ich meine, die Assyrer mussten nur zuschauen und sagen, schau mal, bei diesen Zuständen, da gibt es nicht viel Gegenwehr. Da gehen wir doch einfach mal vorbei und nehmen mit, was wir haben. Oder was wir finden, sagen wir so. Und das haben sie gemacht. Und es hat aufgehört zu existieren. Bis heute gibt es nicht mehr. Das ist das Gericht, das darüber reingekommen ist. Und gleichzeitig hat der Micha, und das ist ja auch das Coole, er hat miterlebt, wie eine Erweckung passiert. Er ist einer von den wenigen, der gemerkt hat, wenn ein König Hiskia in Jerusalem einfach umgekehrt hat und gesagt hat, nein, wir machen nicht mehr so weiter. Wir schauen wieder für Recht und Ordnung. Und das ist ein König, der gelebt hat, wie Gott das hat wollen. Und das hat 100 Jahre noch mal gebraucht. Hat das noch mal rausgezogen. Aber dann ist es dann mit dem Manasse recht steil durchgegangen wieder. Der hat sich zwar noch kurz vor dem Tod noch umgekehrt, oder? Aber das hat dann sind Babylonier gekommen. Und wer haben es verschleppt? Die Adligen, die Reichen, haben alles weggenommen. Also das, was der Micha prophezeit hat, das ist eingetroffen. Kann man so sagen. Und wie viel, dass es dort der Gott ist, der sagt so, und wie viel, dass es einfach ausgeliefert ist an dieser Ungerechtigkeit, dieser Sünde, dem sündhaften Leben, das können wir Gott dann selber mal fragen. Und so stehen wir da. Und schauen in das Buch hinein und fragen gleichzeitig, hey, was bedeutet das heute? Wenn wir da wieder zu Getty führen nehmen. Was bedeutet das heute? Ungerechtigkeit heute? Haben wir uns denn so viel weiterentwickelt? 2000 Jahre hätten wir ja jetzt Zeit gehabt, oder? Und uns können weiterentwickeln und so. Und ich glaube, technisch schon. Aber wir haben einfach bessere technische Möglichkeiten, um die anderen auszubieten. Dort haben wir uns schon entwickelt. Aber eigentlich ist es immer noch das Gleiche. Zu allen Zeiten ist immer die Geldgier, die Machtgier hat andere Menschen ausgebeutet. Wenn das Römische Reich, wenn die nicht einfach so Brot verteilt, da haben andere Länder aussen dran, haben alles abgegeben, die haben die Zölle gezahlt und das ist alles auf Rom und die haben es dann gut gehabt. Und auch die sind an ihrer obersten Spitze geknickt, an ihrer eigenen Schuld und Fehler. Und die haben einfach 300 Jahre gebraucht, bis sie dann wirklich am Ende sind. Vom Höhepunkt. Ist ein bisschen länger gegangen. Das war immer schon so. Die Leute bieten Leute aus. Und auch heute. Damit wir günstiges Gemüse kaufen können. Oder günstiges Benzin können haben. Oder. Wir lügen und betrügen. Ich meine, nur schon, ich fahre ja einen Skoda, zum Glück kein Diesel, oder? Wenn du einen VW Diesel hast und mit dem Skandal, der war, oder, dann musst du ein schlechtes Gewissen haben. Es ist einfach Lügen und Betrügen überall, um da noch einen Stutz sparen und dort noch. Und das ist in der heutigen Zeit genau gleich. Gibt es keinen Unterschied? Ich meine, vor 15 Jahren, jetzt muss ich überlegen, aber einfach schon lange her, in Paraguay, Missionspraktikum. Bin ich dort gewesen, sind wir in die Garage gegangen.
Hinterachse gebrochen mit dem Auto. Und dann gehen wir dort rein und sagen, ja, wir müssen die Hinterachse wechseln. Und also ich habe natürlich nicht Spanisch oder so können, sondern zugelassen. Und dann kommt der und sagt, ja du, schau mal, da hinten steht genau das gleiche Auto. Ich könnte ja provisorisch deine Achse ganz bisschen flicken, dann könnte ich sie in diesem Auto einbauen. Von diesem Auto baue ich dir die Occasion-Achse rein und das mache ich dir zum halben Preis, als wenn die neu kommt. Ich meine, sorry. Da bringst du das Auto zum Mech und du vertraust dem ja, oder? Und er baut dir kaputt ein, die fährt dann vielleicht noch 1000 Kilometer und dann bricht sie da und dann sagt er dann, schau mal, da hat es nochmal. Also, so eine Garage gehst du doch nicht. Aber das läuft heute ab. Darum gehe ich zu jemand anderem mechen, wo man vertrauen kann, oder? Und das sind die Sachen. Und das ist Gott immer noch nicht egal. Und er ist immer noch der, der es sieht. Und im Neuen Testament steht es ziemlich klar im Galater, macht euch nichts vor. Gott lässt sich nicht spotten. Oder kein Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also deine Taten haben Folgen in deinem Leben hinein, aber auch später einmal. Er sagt, hey, es läuft jetzt noch auf das zu. Es läuft jetzt noch auf den Tag zu von der Wahrheit, wo alle Bücher auftun werden und wo deine Taten kommen oder unsere Taten kommen. Und das ist die Bibel ganz, wirklich ziemlich klar. Ich möchte es euch nur noch mal vorlesen. Das ist Offenbarung 20. Und ich sah einen großen weißen Thron und erkannte den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten von dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet und das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten. Das ist ein bisschen Micha da in der Offenbarung. Das gilt ernst. Wir können nicht einfach tun, was wir wollen und das Gefühl haben, Gott ist weit weg. Es hat immer den Ernst, den Micha predigt hat. Gott ist immer noch zornig oder er ist immer noch traurig über das, was passiert. Weil die Liebe ist da und sagt, ich liebe doch die Menschen, die sind unterdrückt. Und dann kommt Gerechtigkeit und sagt, hey, da muss ein Urteil her. Aber Gott will doch gar nicht urteilen. Aber er muss, weil er ein gerechter Gott ist. Weil er ein gerechter Gott ist. Und es steht vor dem Dilemma, aber ich liebe jeden. Und Gott macht das, was wir nicht können. Er liebt auch die Bauern, die anderen unterdrücken. Er sagt, genau das sind auch meine Kinder. Das sind genau meine Geschöpfe. Wie die unterdrückt werden. Und ich liebe einen Hitler. Und ich liebe einen Saddam. Und ich liebe. Das sind meine Menschen, die habe ich gemacht. Ich liebe sie eigentlich. Ich will, dass sie umkehren, auf meinen Weg zurückkommen, aber ich muss sie auch richten. Wie mache ich das nur? Und dann kommt sein Sohn. Nachdem Gott, so der Vater, so das Hin und Her studiert, was mache ich? Ich bin doch im Elend, dann kommt sein Sohn. Und sagt, weißt du was, schick mich. Schick mich und gib mir all den Scheiß, den die da unten bauen. Und schick mich, ich will ihnen zeigen, was Liebe bedeutet. Ich will es ihnen vorleben. Ich will hingehen und ohne Schuld durch das Leben durchgehen und ihnen das vorleben und ihnen das zeigen. Und das ist das Evangelium. Gott muss aus Liebe und Gerechtigkeit, er muss. Aber er sagt, nein. Ich will nicht, ich schicke meinen Sohn. Ich nehme selber auf mich die Schuld, das Urteil, das Gericht. Und das ist der Tod. Und dann kommt Jesus auf die Erde und er lebt Liebe vor. Natürlich, er zeigt auch und sagt, hey, das und das und das läuft falsch auf dieser Kugel. Und er sagt es jedem, der ihn fragt. Aber schlussendlich ohne zu urteilen, sondern er sagt, ich bin gekommen, damit ich mein Leben gebe, damit so viel wie möglich gerettet werden können. Und das ist Evangelium, das ist das, was wir erzählen unseren Nachbarn und da auf der Bühne und überall. Das ist das, für das, was wir leben. Es ist einer gekommen, der gezahlt hat oder der den Preis auf sich genommen hat.
Und das ist so schön, das Evangelium zu hören. Und wenn wir jetzt die Offenbarung lesen, oder, dann ist es nicht, oh nein, ui, was passiert jetzt mit mir und kann ich noch und ho. Nein, es geht ja einen Schritt weiter. Und er sagt, ja, und Gott hat aus lauter Liebe zu uns und zu jedem von uns, zu hinterletzten Menschen auf dieser Erde, hat er Jesus Christus geschickt. Und das gibt uns Hoffnung, dass wir einen liebenden Gott haben und er meint es gut mit dir. Auch wenn du in deinem Leben das vielleicht jetzt nicht spürst und in einer Unterdrückung lebst oder in einer Phase, wo wie die Bauern, oder? Die haben einfach noch 100 Jahre müssen warten. Aber Gott hat schon Gerechtigkeit geschaffen durch Jesus Christus. Und wenn du dort drin bist, dann ist das etwas, wo du kannst auf Gott schauen und sagen, jawohl, Jesus Christus ist da, er begleitet mich, er hat seinen Heiligen Geist gegeben und genau dort, wo ich stehe, ist er da und er liebt mich und er meint es gut mit mir, auch wenn die Umstände durch die Sünde verdorben sind und wenn Gott noch muss das ein bisschen laufen lassen, aus lauter Gnade, es könnten sich ja noch 10, 15, 100'000, es könnte ja noch eine Erweckung geben und die Leute könnten zu ihm kommen und den Weg ändern. Darum sagt er, weißt du was, du musst jetzt bitte noch ein bisschen aushalten, aber ich schenke dir meinen Geist, der dir hilft, in dem Ganzen durchzugehen. Und so ist das eine Botschaft von der Hoffnung. Und gerade wenn es aufs Gericht zugeht und die Assyrer kommen und die Babylonier kommen, gerade dann ist er der uns Ruhe schenkt. Ist er der sagt, ich meine es gut, ich weiß, jetzt kommt es. Aber ich meine es gut mit dir und ich bin ein guter Gott und das muss jetzt passieren, weil ich alle liebe. Es geht nicht nur um dich, es geht um alle. Und dann kommt Jesus. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jetzt leuchtet in Micha so ein Gnadending auf. Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Lasst euch retten, sagt der Petrus in der Apostelgeschichte. Lasst euch retten. Jesus Christus ist gekommen und er hat gezahlt. Wow. Und die Verse haben nichts mit Angst zu tun. Die Verse sind Hoffnung. Das ist das, was eigentlich auch der Schmerz und die Spannung in der Offenbarung auch ein Stück weit aufhebt, wo sagt, es gibt einen Weg, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Folg mir nach. Ich bringe dir Heimat. Ich bringe dir Liebe. Ich habe für dich Wohnungen parat. Ich nehme dich durch die Schwelle vom Tod durch in ein besseres, in ein gutes Leben, in ein gerechtes Leben hinein. Auch wenn es da jetzt noch nicht so ist. Das ist der Weg, der da kommt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und ich habe ja gesagt. Ich habe gesagt, ja Jesus, so viel Mist, wie ich geboten habe. Ich habe Gericht verdient, aber ich nehme dich an und ich gehe mit dir weiter. Du hast mich erlöst. Und viele da drinnen sitzen da und sagen, jawohl, das stimmt, Jesus ist mein Erlöser, er hat gezahlt und ich laufe ihm hinein. Wir sind in der Nachfolge, machen wir Schritt für Schritt für Schritt. Und was heisst das jetzt? Was gilt es denn zu tun, wenn wir das so erkannt haben, die Größe, die Hoffnung, die Liebe Gottes, wenn das über uns kommt, dann, ich meine, ich will nichts anderes als einem nachlaufen, der es gut mit mir meint. Und ich weiss, der liebt mich durch alles durch. Dem laufe ich doch hinein, dem gehe ich hinein. Und was heisst das jetzt? Heisst das jetzt, ja gut, ich hasse, jetzt können wir mal schauen. Ja, du dort solltest noch ein bisschen und er dort müsste noch ein bisschen. Hei, wow, und das müsste ich auch noch sagen und die Politik hat sowieso versagt und fange ich jetzt so an. Ist das der Weg? Nein, es geht darum, dass jeder von uns, dort wo er ist, Gerechtigkeit kann leben. Dort, wo du hingestellt bist, dort, wo du lebst, in dieser Firma, in diesem Beruf, in diesem Land, kannst du dort die Gerechtigkeit leben. Zum Beispiel im persönlichen Leben. Einfach so du und dein Hobby und dein Umfeld. Es ist ungerecht, andere Menschen zu verurteilen. Das ist ungerecht. Und für das sind wir nicht auf dieser Kugel. Es ist ungerecht, nach Hautfarbe hingehen. Oder wenn du die Geschichte von jemandem nicht kennst, einfach so, ja, der. Das ist ungerecht.
Und es ist ungerecht, wenn man von Leid weiss und nichts tut. Das hat der Joni so gut gebracht, das letzte Mal. Die Unterlassungssünde. Und da habe ich schon immer wieder Diskussionen, oder? Ich meine, mein Lohn ist jetzt nicht gerade, dass ich könnte gerade ganze Kontinente helfen oder so, oder? Aber ich will einen Teil geben. Und es ist immer wieder die Diskussion, das bringt doch nichts. Man müsste den Staat ersetzen, zum Beispiel, also in Indien, einfach als Beispiel. Dort müssen wir doch mal schauen, dass etwas geht und da. Und ich sage, ja, aber das indische Kind, das ich unterstütze, für den macht es dann einen Unterschied. Und dort, wo ich bin, dort, wo es Gott mir aufs Herz legt, dort sage ich, jawohl, da kommt ein Schritt um den anderen. Da kommt eine 10er-Note weg und da eine 20er-Note für gute Sachen und dort will ich helfen. Und im persönlichen Leben ist es ungerecht, schlecht über andere zu reden. Oder die Leute zum Beispiel gegeneinander aufzuwiegeln, so ein bisschen dem das zu erzählen und dem das zu erzählen. Geheimnis verraten ist ungerecht. Und in diesem persönlichen Leben hinein ist ganz wichtig, mit Gott eins in eins. Er meint es ja gut, er liebt uns. Mit ihm können wir ganz nahe Verbindung haben, noch mehr Verbindung. Weil er ein guter Gott ist, dort will ich ja hin. Ich will dem nachlaufen. Und ich frage ihn, Herr Jesus Christus, wo willst du, dass ich noch mehr Gerechtigkeit in meinem Leben lebe? Und er wird dir vielleicht etwas aufzeigen, so wie er das bei mir auch gemacht hat. Ich bin ja kein Sonderfall. Er macht das mit dir genau gleich. Und geht dort hin. Und dann gibt es Familie. Die meisten von uns haben irgendwie eine Familie. Und Gerechtigkeit in einer Familie zu leben, was heisst denn das? Um welchen Willen geht es denn genau in der Familie? Um meinen. Manchmal auch, manchmal nicht, aber es ist so ein gutes Miteinander. Und ich habe dann einmal so eine Taktik, wenn ich zu meinem Willen komme. Ich weiss eigentlich, der Miriam ihren Willen wäre ein anderer. Ich kann jetzt ja nur von mir und der Miriam reden. Ihr könnt das dann weiterspinnen für eure Familien. Und dann weiss ich genau, ja, sie will ja eigentlich das. Ich will das aber nicht. Aber ich will ja gewinnen am Schluss, oder? Und dann schiebe ich all das Zeug auf die lange Bank. Das ist so eine Taktik, oder? Dass ich, habe ich vergessen. Ja, ich weiss, ich sollte noch, aber habe jetzt gerade nicht dran gedacht. Und wenn wir jetzt nicht noch, jetzt sind wir gerade im Stress. Dann Tag vorbei. Am nächsten Tag denkt sie vielleicht gar nicht dran, ich Glück gehabt. Am übernächsten Tag. Ich weiss, ich mache es im Fall gerade morgen. Und so weiter. Und das ist meine Taktik, damit schlussendlich ich meinen Willen bekomme. Und das ist Unrecht. Wenn ich mit so schlichten Sachen meine Frau übertölpeln eigentlich, oder? Bis sie es dann selber macht oder irgendwie so. Und da frage ich, hey, was für Strategien sind die Familien herum? Weil deine Kinder schauen das ab, gnadenlos. Und die werden genau gleich sein. Es ist Unrecht, seinen Partner zu hintergehen. Ob in der Liebe oder im Geschäft. Das macht man nicht. Das ist Unrecht. Damit du ein bisschen mehr Freude hast, oder der ist ja eh nicht mehr so ein guter Partner da, also suchen wir einen neuen Geschäftspartner oder Liebespartner. Das ist Unrecht. So geht man nicht miteinander um. In der Familie nicht und auch sonst nicht. Und dann haben wir die Kirche natürlich, oder? Was machen wir da als Kirche, um Gerechtigkeit zu sorgen? Und ein Teil davon, da gibt es ja verschiedene, aber einer, den ich auch wieder mal rausstreichen ist der vom Willkommen heißen. Ich weiss, niemand ist komisch da rein. Aber irgendwie sind alle ein bisschen komisch. Und gleichzeitig wollen wir einander annehmen. Und das heisst, vielleicht einfach auch mal auf einen komischen zugehen. Ihr müsst jetzt nicht alle nachher zu mir kommen. Aber, gell, so ein bisschen, hast du ja deine Favorites, oder? Wo du so ein bisschen, ja, mit dem will ich noch schwätzen und der ist noch ein cooler und so. Aber da gibt es auch die, oder es gibt auch in einer Kirche mit aller Liebe und allem Jesus und allem gibt es die am Rand sind. Und vielleicht kümmern wir uns auf die.
und sagen, hey, mit dem gehen wir nochmal und da interessiere ich mich und da gebe ich mich drin hinein. Dass die Willkommenskultur eben nicht nur einfach ist, ja, jetzt kommt wieder einer und sagt mir Hoi, sondern dass man merkt, das ist von Herzen. Wir wollen alle annehmen. Als Kirche können wir ein Stück weit Gerechtigkeit schaffen, wenn die Menschen daher kommen, wenn sie unterdrückt sind, in einem unterdrückten Umfeld leben, so wie wir das vorher hatten. Und sie kommen in die Kirche und sie können aufschnaufen und sie sind da jemand. Und sie sind geliebt und angenommen. Das ist ein Teil, wo wir als Kirche ein Stück weit Gerechtigkeit schaffen können. Wo wir Reich Gottes bauen, ein bisschen etwas von dem Geruch sein. Von dem Reich Gottes, wo den Menschen so gut tut, wo die Menschen wohlwollend begegnet. Dann in der Wirtschaft, liebe Geschäftsmänner und Chefs, wir reden doch positiv. Eigentlich müsste ich da nur unsere Farbezettel führen, oder? Bei der Wirtschaft, das funktioniert überall, aber bei der Wirtschaft habe ich es jetzt. Oder? Wir fördern doch unsere Mitarbeiter. Wir behandeln alle gleich, wir reden positiv. Wir geben das Beste da drin, dort, wo wir sind, und wir sind ehrlich und direkt. Wenn man nur Farbe lebt, dann leben wir ein Stück weit Gerechtigkeit, dann leben wir ein Stück weit, so viel es auch uns möglich ist, Recht und Ordnung in unserem Geschäft, in der Wirtschaft. Und dort gibt es natürlich dann noch weiter, man kann dann ja weitergehen, Präsident von etwas sein oder irgendwie so, und dort dann auch das zu leben, die Gerechtigkeit zu leben. Und den Staat haben wir zum Schluss natürlich auch noch. Da gibt es die Leute, die in den Parteien sind, die dort machen, links oder rechts, aber es geht um Gerechtigkeit, es geht nicht um links oder rechts. Es geht um, hey, fördern wir die Leute in der Schweiz? Profitieren die von unserer Politik? Ist das das? Und mir als einfacher Bürger, ich bin jetzt eher in der Kirche mehr, muss ich mir da nehmen oder so. Ich habe meine Steuern zu zahlen und ich kann abstimmen. Das ist eine Gnade, dass wir so abstimmen können, aber das ist meine Pflicht. Damit der Staat seine Sachen, er muss wieder für Gerechtigkeit sorgen, dass mir Gerechtigkeit widerfährt. Mein Teil dort ist es, ich gehe stimmen und ich zahle meine Steuern. Aber ich will noch mal zum Schluss sagen, oder, Gericht ist nicht das Ende. Wir fehlen an so vielen verschiedenen Orten, kommen die Fehler in unser Leben hinein. Aber das ist nicht das Ende. Es ist Gnade, wo das Ende ist. Gott will nicht Gericht. Gott will, dass wir umdenken. Gott möchte, dass in deinem Herz etwas passiert heute Morgen. Dass du anfängst, Gerechtigkeit zu leben, in deinem Leben hinein, dort, wo du bist. Dass du dich aufmachst zu ihm und ihn fragst, wo kann ich noch mehr oder wo soll ich anfangen, wenn du das noch nie überlegt hast. Dann kann Gott zu dir drin reden und sagen, hey, come on, zu mir und wir miteinander arbeiten es. Und dann werden wir Nachfolger von dem wunderbaren Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat für uns. Wie gewaltig ist das? Wo Gerechtigkeit geschafft hat über uns hinein. Und dann gehen wir hin und leben als Licht. Und das Licht allein, wenn wir schon alle Licht leben, wird schon mal Finsternis vertreiben oder aufdecken. Wir gehen nicht unbedingt mit dem Finger zeigen, was die nicht gemacht haben, sondern wir leben Gerechtigkeit und gehen dem nach. Und so decken wir das auf. Und wenn das aufdeckt wird, dann tun wir nicht urteilen, sondern wir erzählen die frohe Botschaft. In diesem Augenblick drin. Sagen, hey, da ist einer, der Gerechtigkeit schafft für dich. Es ist Jesus Christus. Und das erzählen wir. Wir erzählen Hoffnung, wir erzählen Liebe. Von einem liebenden Gott erzähle ich. Ich schwärme von einem liebenden Gott, der mich gefunden hat, der mich gesucht hat und mich gerettet hat. Der mir neue Heimat gibt. Der mich annimmt. Das ist mein Gott und mit dem will ich verbunden sein und ihm nachlaufen. Und das hat der Micha schon gewusst. Das hat der Micha schon gewusst. Am Schluss von seinem Buch steht nämlich etwas Gewaltiges. Herr, wo ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig. Denn du liebst es, gnädig zu sein. Das ist Micha, Altes Testament. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Punkt. Das ist die Stelle. Und das Zettel her, wenn ihr sicher auch schon gehört, Fischen verboten. Das ist unser Gott. Dem laufen wir nach. Und wenn du ein Stück weit ein anderes Bild hast von Gott,
Vielleicht noch der Zornige, weisst, wo irgendwie, und da ist wieder eine Platte am Bellen und das war jetzt wieder eine Strafe für irgendetwas, was du gemacht hast. Wenn du so ein Bild hast von Gott, wo eine Distanz oder eine Gruft hat, hey, dann leg das ab und nimm das Neue. Oder ergänzt das Bild von Gott einfach mit noch viel mehr Liebe. So krass, wie er dich liebt. Ich kann es gar nicht predigen. So fest liebt er dich. Dann verändern wir unser Gottesbild, damit wir ihn lieben und er uns zuerst geliebt hat. Und wenn du dort so einen Schritt machen willst, hey, dann haben wir im Gebetsteam, kann man das versiegeln, kann man dir zusprechen, dass über dir gebetet wird, dass du geliebt bist und angenommen bist und von Jesus Christus erlöst bist, wenn das die Sache ist. Und natürlich, so wie es der Dave gesagt hat, alle körperlichen Sachen können wir auch im Gebet bereden, besprechen mit Gott und sagen, hey, ich bitte dich, dass du so wie bei dem Zeugnis da vorne, bei dem Erlebnisbericht, einfach Heilung bringen kannst. Wenn du sonst irgendetwas hast, was dich angesprochen hat, Familie oder persönlich oder irgendwo dort, hey, es gibt für alles Vergebung. Wenn du Einsicht zeigst und sagst, hey, ich habe da wirklich einen Scheiß geboten, ich brauche jetzt da noch etwas und bitte bete für mich, und dann kann man auch über dir Vergebung aussprechen. Weil Gott will nicht richten, er will, dass wir umkehren. Und wenn so Sachen in deinem Herz sind oder von dieser Woche noch, hey, dann, außer man tut es. Mit Gott ins Reine zu kommen, auf die andere Seite und Gottes Liebe in uns hinein aufzunehmen und einfach zu danken und zu sagen, Herr, ich brauche das. Und manchmal, gell, ich habe das schon erlebt, da bin ich auch so hintergekrochen nach irgendeiner doofen Woche, wo ich einfach mit meinem Selbstwert Mühe hatte und so. Hey, und das hat gekribbelt, es ist warm geworden, es ist etwas passiert. Und vielleicht ist das heute Morgen für dich da, dass etwas passieren kann, dass du spürbar Gottes Liebe in deinem Leben spürst. Voll, gehen wir in die Gebetszeit, in die Worship-Zeit hinein. Die das gar nicht brauchen und sagen, weißt du was, für mich ist alles in Ordnung. Mit denen gehen wir in Worship. Wir beten uns einen liebenden, vergebenden Gott an. Und wenn du woanders bist, dann treffen wir uns. Ich gehe nämlich auch dort noch ein paar Sachen klären. Ich predige ja immer auch zu mir, oder? Dann treffen wir uns dort hin im Gebetsteam. Jetzt stehen bitte noch auf, ich will noch beten. Jesus Christus, hey, wir stehen da vor dir. Und ich habe so das Bild von dem Jesus in Rio, oder? Wo so die offenen Arme hat, wo sagt, hey, jeder kann kommen, ich bin ein Gott, der gern gnädig ist. Weil Jesus Christus, du hast ja gezahlt und ich danke dir für den Weg, den du gemacht hast. Das ist so etwas, ich danke einfach, ich kann es nicht begreifen. Ich danke dir, Jesus. Und du siehst uns da und Heiliger Geist, du gehst bei jedem durch. Du willst doch etwas machen heute Morgen. Und so red du die feine Stimme, red du zu uns.